Uiguren, eine muslimische Minderheit innerhalb Chinas, ähnlich unterdrückt wie die Menschen in Tibet. Die Uiguren leben im Nordwesten Chinas als muslimische Minderheit. Seit das Land von der Volksrepublik annektiert wurde, gärt es unter der beschaulichen Oberfläche. Die meisten der 16 Millionen Uiguren fühlen sich von der chinesischen Zentralregierung unterdrückt und streben nach Unabhängigkeit. Yeah, yeah, yeah. Leute fragen, ihr Rakim, warum machst du diesen Track? Ich will euch grad mal was erzählen und dann bin ich wieder weg. Es geht darum, dass mich vieles auf der Welt so ankotzt. So viel Kriege und Konflikte und ich frag mich, was noch? In diesem Fall betrifft es mich ein wenig persönlich, denn die Sache ist heiß, wie das Feuer des Phönix. Ich bin teils Paki, teils Deutsch, teils Persisch und teils Uigurisch und das macht es gefährlich. Denn so viel Leid musste dieses Volk schon ertragen. Viele leben voller Angst, Hass und voller Gefahren. Ihr schreit Free Tibet, doch vergesst die Uiguren, ein Volk der Rechte beraubt, und zwar von dreckigen Huren, von Staatsmännern, die penetrant auf Menschenrechte scheißen, und das Turkvolk, stark geprägt von derben schlechten Zeiten. Das hier ist nicht irgend so ein dummes lyrisches Feature, dieser Track geht an meine uigurischen Brüder, yeah! Der chinesischen Geheimpolizei und die Volksrepublik hat sehr viel Leid prophezeit. Jahrelange Unterdrückung hat das Volk gezeichnet. Eine Vergangenheit voller Pein und voller Leichen wie 1997, das Uja-Massaker oder der Barin-Aufstand. Ein Blubbert noch krasser, Menschen kämpfen für die Rechte und bezahlten mit dem Leben oder Freiheit. Man wollte was erreichen mit dem Streben nach Gerechtigkeit und freier kulturellen Entfaltung. Doch vom Rest der Welt gab es leider zu viel Enthaltung. Alleine Amnesty International hat sich bemüht, doch der Staat hat sich diesen Forderungen nicht gefühlt. Ihr sollt eure Olympiade boykottieren, ihr könnt nichts außer töten und Plastiktoys kopieren. Was seid ihr bloß für ein stures und total zermürbtes Land, hä? Wir wollen Freiheit für Osttürkistan, yeah! Dem sollte jeder Politiker, der in der Verantwortung steht, widerstehen. Man darf Menschenrechte nicht auf dem Altar möglicher finanzieller Geschäfte mit einem großen Partner wie China opfern.